Hallo, ich möchte euch gerne zu einem kleinen Bibelstudium einladen. Und zwar, kennt ihr die Geschichte von der Tochter des Jairus, die Jesus auferweckt hat? Und der Frau, die ihn auf dem Weg dahin berührt hat und von ihrer Krankheit geheilt wurde? Diese Frau war nämlich schon seit 12 Jahren blutflüssig. Ich weiß nicht, habt auch ihr schon Predigten zu dieser Begebenheit gehört? Also für mich war dieses Thema gerade als Frau immer etwas unangenehm. Nicht die Geschichte an sich, sondern den Prediger über die Periode einer Frau sprechen zu hören. Jesus heilte also diese Frau und stellte klar, dass es ihr Glaube war, der sie gesund gemacht hatte, nicht das Berühren seines Gewandes. Lasst uns die Geschichte aus dem Buch Das Leben Jesu einmal lesen. Auf dem Wege zum Haus des Obersten hatte sich Jesus eine arme Frau genähert, die seit 12 Jahren an einer schrecklichen Krankheit litt, die ihr das Leben zur Last machte. Sie hatte ihr ganzes Vermögen für Ärzte und Heilmittel ausgegeben, um schließlich doch als unheilbar erklärt zu werden. Ihre Hoffnung belebte sich neu, als sie von den Wunderheilungen Jesu hörte, und sie glaubte fest, dass sie genesen würde, könnte sie nur in seine Nähe kommen. So schleppte sie sich denn mühsam ans Ufer, wo Jesus lehrte, und versuchte durch die Menge hindurchzukommen, doch vergeblich. Abermals folgte sie ihm, als er aus dem Hause des Levi Matthäus kam, und wieder gelang es ihr nicht, sich bis in seine Nähe vorzudrängen. Sie wollte schon den Mut sinken lassen, als der Herr auf seinem Weg durch die Menge in ihre Nähe kam. Nun war die Gelegenheit günstig. Die Frau befand sich in unmittelbarer Nähe des großen Arztes, aber inmitten der Unruhe konnte sie nicht mit ihm reden, ja kaum einen flüchtigen Blick auf ihn werfen. Schon fürchtete sie, dass ihr diese einzigartige Gelegenheit, Hilfe zu erhalten, verloren gehen könnte. Mit aller Gewalt drängte sie sich noch weiter nach vorn und sagte zu sich selbst: Wenn ich auch nur seine Kleider könnte anrühren, so würde ich gesund. Als Jesus vorüberging, streckte sie die Hand aus und es gelang ihr, den Saum seines Gewandes zu berühren. Im gleichen Augenblick fühlte sie, dass sie geheilt war. Sie hatte in diese eine Berührung ihren ganzen Glaubensmut gelegt und sofort trat die Kraft vollkommener Gesundheit an die Stelle von Schmerz und Schwäche. Mit dankerfülltem Herzen wollte sich die Frau wieder aus der Menge zurückziehen. Aber Jesus blieb plötzlich stehen und die Menschen folgten seinem Beispiel. Er wandte sich um und fragte mit einer Stimme, die aus dem Lärm der Menge klar herauszuhören war: Wer hat mich angerührt? Ein erstaunter Blick aus den Augen der Umstehenden war die stumme Antwort. Da er in dem großen Gedränge, in dem er sich seinen Weg bahnen musste, bald hier, bald da angestoßen wurde, wunderten sich die Leute sehr über seine seltsame Frage. Der vorlaute Petrus antwortete Jesus: Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach: Es hat mich jemand angerührt, denn ich fühlte, dass eine Kraft von mir gegangen ist. Der Heiland konnte die Berührung des Glaubens von dem absichtslosen Anrühren im Gedränge wohl unterscheiden. Das gläubige Vertrauen sollte nicht ungewürdigt bleiben. Jesus wollte der demütigen Frau Worte des Trostes zusprechen, die ihr eine Quelle der Freude sein würden. Worte, die allen seinen Nachfolgern bis zum Ende der Zeit Segen verheißen. Jesus richtete seinen Blick auf die geheilte Frau und fragte, wer ihn angerührt habe. Sie musste erkennen, dass ein Verheimlichen unmöglich wäre, trat zitternd hervor, warf sich dem Herrn zu Füßen und erzählte unter Tränen der Dankbarkeit ihre Leidensgeschichte und auf welche Weise sie Heilung gefunden hätte. Jesus sprach mit gütiger Stimme zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Er gab nicht dem Aberglauben Raum, dass allein das einfache Berühren seines Gewandes Heilung bewirkte. Nicht durch äußerliche Berührung, sondern durch den Glauben, der seine göttliche Macht erfasste, wurde die Frau geheilt. Was können wir aus dieser Geschichte sonst noch lernen, gerade in Bezug zu der Mission von Jesus? Was wollte er mit dieser Begebenheit bzw. mit diesen beiden Begebenheiten, auch die Auferweckung der Tochter des Jairus, seinem Volk sonst noch offenbaren? Jesus, als er seinen Dienst hier auf der Erde begann,
Er wählte 12 Personen dazu, seine Jünger zu sein, und dies tat er, um eine neue Gemeinde zu gründen. Er bildete sie 3,5 Jahre aus und formte damit die Kirche des Neuen Testaments. Warum tat er das? Nun, weil die Kirche des Alten Testaments in ihrer Mission und Identität versagt hatte. 490 Jahre waren nämlich für Gottes Volk Israel bestimmt. Danach ging die Aufgabe, der Auftrag an die 12 Apostel über und das Evangelium auch zu den Heiden. Jesus macht uns dies nun durch diese Begebenheit in seinem Leben hier auf der Erde sehr deutlich. Und ich kann euch nur sagen, dass nichts, was wir in der Bibel lesen, zufällig geschrieben worden ist. Petrus sagte einst zu Jesus: Herr, zu wem wollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Sein Wort ist lebendig. Er ist das Wort. Lasst uns also einmal die Geschichte über die Tochter des Jairus hören. Denn Jesus will uns durch diese Begebenheit genau dies veranschaulichen. Er kam, um die neutestamentliche Gemeinde zu gründen. Da kam ein Mann namens Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, in sein Haus zu kommen, denn sein einziges Kind, ein etwa 12-jähriges Mädchen, lag im Sterben. Jesus ging mit. Unterwegs wurde er beinahe erdrückt, weil sich so viele Menschen um ihn drängten. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Niemand hatte ihr helfen können, obwohl sie schon von vielen Ärzten behandelt worden war und dafür ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Diese Frau zwängte sich durch die vielen Menschen hindurch und berührte heimlich von hinten ein Stück seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. »Wer hat mich angefasst?« fragte Jesus. Aber niemand wollte es gewesen sein, und Petrus meinte: »Herr, die Leute drücken und bedrängen dich von allen Seiten. Und da fragst du, wer dich angefasst hat?« Jesus erwiderte: »Jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, wie heilende Kraft von mir ausgegangen ist.« Als die Frau erkannte, dass Jesus alles bemerkt hatte, kam sie zitternd zu ihm und fiel vor ihm nieder. Vor allen Leuten erzählte sie, weshalb sie ihn berührt hatte und wie sie sofort gesund geworden war. »Meine Tochter«, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden.« Noch während er mit der Frau redete, kam jemand aus dem Haus von Jairus gelaufen. »Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht mehr.« Jesus hörte das und sagte zu dem Vater: »Verzweifle nicht, vertrau mir einfach und deine Tochter wird gerettet.« Als sie das Haus erreichten, erlaubte er nur Petrus, Johannes, Jakobus und den Eltern des Mädchens mit hineinzugehen. Alle klagten und weinten um die Tote. Aber Jesus sagte: »Hört auf zu weinen. Das Kind ist nicht tot, es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus, denn jeder wusste, dass es gestorben war. Dann fasste er das Mädchen bei der Hand und rief: »Kind, steh auf!« Da wurde sie wieder lebendig. Jairus ruft Jesus, damit er kommt, um seine kranke Tochter zu retten. Und auf dem Weg zu dem Haus von Jairus trifft Jesus diese Frau, die seit 12 Jahren Blutfluss hatte. Seit 12 Jahren. Und die Tochter des Jairus ist 12 Jahre alt. Diese Informationen stehen dort nicht zufällig geschrieben. Also die Tochter des Jairus, 12 Jahre alt, und Jesus auf dem Weg zu ihr begegnet eine Frau, die seit 12 Jahren krank ist. Und diese Frau, sie ist es, die ihn berührt. Jesus hatte sie nicht berührt, er berührt aber die Tochter des Jairus, versteht ihr?
Denn viele denken, vor allem unter Christen, dass diese Geschichte ein Beispiel für Wunderheilungen ist, jemandem die Hände aufzulegen und so weiter. Aber das ist nicht das, was Jesus uns hier aufzeigen möchte. Er möchte uns etwas anderes zu verstehen geben, und zwar die Geschichte in der Geschichte. Nämlich die Tatsache, dass die Frau die Kirche symbolisiert, die Gemeinde. Das wissen wir nur zu gut, denn in der Bibel ist eine Frau ein Symbol für eine Kirche. Die Frau mit dem Blutfluss symbolisierte die alttestamentliche Gemeinde, die durch Opfer und Blutvergießen funktionierte und 12 Stämme hatte. Mit Jesu Tod am Kreuz hörte das Blutvergießen auf, denn der ganze Opferdienst fand in seinem Tod seine Erfüllung. Danach kam er in das Haus des Jairus, wo er seiner Tochter neues Leben, symbolisch also der Gemeinde eine neue Mission einhauchte. Dieses Mädchen ist ein Symbol für die neutestamentliche Gemeinde, die nicht mehr 12 Stämme hat, aber mit den 12 Aposteln beginnt. Und das ist die Geschichte hinter der Geschichte. Die Frau, welche seit 12 Jahren Blutfluss hat, ist ein Symbol für die alttestamentliche Gemeinde, den 12 Stämmen und dem Opferdienst. Mit Jesus hörte das Blutvergießen auf, aber verstehen konnten es nur diejenigen, die sich am Glauben festhielten, also diejenigen, die Jesus als ihren Erlöser und als das wahre Opferlamm annahmen. Denn Rituale oder eben das alleinige Festhalten eines Gewandes kann niemanden heil machen, nur der Glaube an Jesus. Nun war es an der Zeit, die neutestamentliche Gemeinde zum Leben aufzuerwecken. Dieses kleine 12-jährige Mädchen steht für diese junge Gemeinde, die nun dabei war zu entstehen und von Jesus selbst gegründet wurde und mit den 12 Aposteln begann. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Also mich hat es echt umgehauen, als ich diese Geschichte zum ersten Mal aus dieser Perspektive gehört hatte. Wie wunderbar doch Gottes Wort ist. Es ist wirklich so, wie es Paulus in Hebräer 4,12 beschreibt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich hoffe, dass dieser kleine Einblick in die Geschichte der Geschichte auch ein Segen für dich sein mag. Und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.